Sehr gut. So, nu zit ze nachschauen. Wir sind durch das Jahr durch die Bibel durchgegangen. Wir haben allerhand interessante gelehrt. Ich persönlich bin so dankbar, dass ich die Verantwortung habe, in der Schule zu bringen, wenn ich meine Bibel lebendig zu halten. Also, das soll unbedingt uit vrije Wellen passieren, aber doch halt ein Teil, wenn einer macht, dann kriegt er sich leicht dazu. Ich schaffe mit das kommende Jahr. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was uns Lehrdienst alles mit sich bringt. Aber ich will von dir eine Taubfutung merken, im Sinne von, wo merken wir als Christen uns reut zum der Bastard von uns selbst mehr. So, ich kriege ja WhatsApps von hier und dort und ich will mir 5 Minuten Zeit nehmen, um ein kleines bisschen von meinem Zeugnis zu vertellen, und wo so ich mich weghängen und konsultieren. Und dann von da will ich wieder gehen an, was kann meine Einstellung und dann, dass Gott mich besser brauchen kann als Christ. So, die waren alle, ich hier in Pottes geboren, groß geworden. Und ich komme nicht von einer berühmten Familie, aber auch mal, ich weiß nicht, was von anderen Worten ich dazu soll brauchen. Meine beiden Familien, von meinem Vater seine Seite und meine Mama ihre Seite, sind nicht vorbildliche Menschen gewesen. Und ich war aber groß und die Eltern, die sich Gott angegeben haben. Und die wollen noch Bastard für mich und für meine Geschwister. Und ich sehe mein Leben lang in der Schwach gewesen. Aber ich würde niemals nicht in meinem besten Traum gedacht haben, dass ich jemals einen Tag würde hängen und Konsul stehen. Und ich werde so saßen und Isaac Boyle, das ist ein Missionsarbeiter von dort in Guatemala aus, der wie hier bei uns zurück. Und dann fragte er mich, was du, wenn du erst in der 12. Klasse fertig hast? Und dann sagte er, wo war das? Und dann checkte er mich ernst an und sagte, du sollst ein Prediger werden. Du sollst in Paraguay fahren studieren und dann sollst du zurückkommen und predigen. Dann lache ich den uit und dann sagte er, nicht mal besuchen. Wo ich zu brücken sind zum Prediger. Wenn dort wie was an meinen Kopf anging, von da wo ich kam, dort wird ich ein Prediger. Weißt du, der Herr von, du hast ein Prediger geworden, haben mich schon mal durchgelogen. Und die weiten mir Geschichte, evens, Kleinschütze Luther, glaube ich in Jatna, ich war 18, ich kann nicht ein Leben in Menschen Paraguay. Ich habe über E-Mail mich abgelehnt, um Semter zu studieren, und ich war wach. Und zu der Zeit gibt es nicht WhatsApp, so als ich 2008 im Airport ankam, ging ich durch eine Cabina Telefonica an. Ich fuhr nur höchstens, sagte meine Eltern, ich sie angekommen, die brauchen nicht mal Sorgen mehr. Aber ich weiß noch nicht mal, wer mich wohl vom Airport aufholt. So, ich glaube, wir haben nur ein großer Stopp im Glauben, aber dort wird bloß der Umfang. Ich will da noch kein Prediger. Wenn erst mich gefragt haben, was kommt predigen, dann will ich 1000 Ausreden gehört haben. Dann hatte ich ein Jahr Bibelschule hinter mir und ich kam zurück hier in Mexiko zu Weihnachten. Über den Kiel sich ein Freund dort mit dem Motorcycle und dann fragte die Mama mich, was auf dem Begrafenis predigen. So, ich will heute nicht sein, aber ich kriegte nicht im Hort, dass er früh zu sein, ich war nicht da. So, selbstverständlich sagte ich, ja, das kann ich tun. Und dann heute groß gesagt, dann werden batterlich Leute. Und dann paar Jahre Luther wie Begrafenis und ich predigt und dann habe ich geschafft. Nur dem wurde ich das immer noch nicht an Teuer stehen, da Gott mich wohl zum Prediger mehr.
Weil ich verschiedenste Kleinigkeiten deut, während ich studieren deut, lehre ich sehr viele Dinge, was Predigen anbelangt. In dem Schule aufschließen, muss wir 200 Stunden bringen aus in Deutsch. So, da auf Spanisch nehmen wir dort eine Praktika intensiva. Das meint, die Eifs are nur einrichtig. Und all meine Freunde, die in meiner Klasse waren, die kriegen Kleinigkeiten abgegeben, also für ein Soccerspiel und mit Kindertaub von Evangelium reden und so weiter. Und die Lehrer teilen uns alle unsere Abgaben aus. Und dann will es bei mir werden, dann sagt der Lehrer zu mir, du fährst nach Uruguay und du wirst 2 Wochen einpredigen. Und dann sage ich, ganz Bruder, da war ich nicht. Und dann kam er an mich klar, der Lehrer ist lange nicht klug, ich weiß da, ich sehe nicht in Präger, so das ist bloß nicht meine Sache. Und dann, der Lehrer streitet sich nicht mehr mit mir, der sagt, du hast Luther noch mal von reden. Und dann ging ich die Klasse raus und dann kam er bloß fertig, mein Lehrer ist lange nicht klug, ich sehe nicht in Präger. Und dann auf einmal war ich dort, ich will bloß gehen an. Und dann ging ich zum Lehrer, stellte nur klar, ich will doch für ihn predigen. Und in der Zeit war mir reut für die 2 Wochen predigen vor. Passiert was bei dem Lied an mich. Und ich sagte zu Gott, weißt du was? Ich sehe ziemlich müde von der Überraschung. Wenn das ist, was du weißt, sauer ich. Und ich kroop im Jet und ich war in Uruguay. Ich kam mit dem Campamento an. Und ich weiß noch, so klar, das erste Mal, wo ich den Konsul umfällt, dann weiß ich dort, dass ich wie geboren am hängenden Konsul zu stehen. Von dann an wieder habe ich niemals mehr mich gefragt, was ich zu bringen sie zu predigen. Kaum mal aufgesagt, hörst du zu predigen, das stimmt. Aber ich habe schon mal getwiebelt, zu was Gott mir gemerkt hat und zu was Gott mir bringen kann. Wenn ich predigen oder ich gleich dort eine Bibelunterricht geben, hat nichts mehr mit zu tun und das so scheine Ding. Ich sehe bloß an Arbeiter. Ich deine bloß das Wort Gottes. Und du ist für mich der Sekreto. Ich würde gleich hinterher servir al Evangelio porque el Evangelio no nos sirve a nosotros. Und ich weiß, das vielleicht mit wir gespielt, aber wenn wir uns handkriegen, die Frau zu Frau, erst wer will von dir in der Schweig. Krieg no Wort. Wenn du nee sagst, wieso? Wenn du die Salz zur Schule bist, zum Evangelium dein, das ist die Frau. Bist du Interesse, wenn du was unbedingt haben, das Evangelium soll die beneuen, oder bist du Interesse, wenn du was rein, das Evangelium zu dein? Und das soll meine Einstellung bleiben. Ich sehe nicht im Prediger, wenn das Evangelium mir dient. Ich sehe im Prediger, wenn ich dient das Evangelium. Wenn ich mir das bekicke, durch die Bibel, dann finde ich großartig viel Unterschied an den Menschen, die in der Bibel abgeschrieben sind, mit den durchschnittlichen Christen von dir. Und das, wo mir dort am geht, meine Einstellung mit YouTube Hand zu kriegen für das kommende Jahr. Wir sind fertig mit Christentop und das geht dann. Wie manche als Christen herrscht sehr viel Undankbarkeit, schändlich viel Salzmitleid
En dan wordt wie maar echt dat spreekwoord aan Christen kan ombakken. Alle mensen zijn slecht. Die denken aan zich, bloos ik denk aan mij. En dat is er nur werkelijkheid. En ik heb me van jou 4 dingen abgeschreven. En dat zal de aanvang zijn voor Wiederschaffen. 4 dingen wat ons als Christen soll unbedingt beschrijven. So ik wil met jullie op naar Psalm 63 gaan. En dat zal de luisvoort zijn. So Psalm 63 is een psalm wat David schreef während de uitgekleefd is. David is al van jong aan aangezolfd, die waarschijnlijk zijn. En wie weten de Geschichte, kleeft einmal weer uit, verzal, die zijn leven niet zeker. En de Psalm 63 beschrijft een man wat van God gewählt ist, der hat sich Gott handgegeben, aber die ganze Welt ist gegen den, wollen wir so sagen. Und dann sagt er in Psalm 63, ich werde so lesen vom Vers 2 und wieder. O Gott, du bist mein Gott, den ich sieg. Meine Seele darscht nur die. Mein Körper hat ein Verlangen nur die, so als ich gedreht Lohn nur Wutter haft. Ich sag die im Heiligtum und hab deine Kraft und Herrlichkeit gesehen, weil deine Läuftulichkeit besser ist als Leben, wollen meine Lippen die verherrlichen. Ich will die loben, solange ich lebe, und an deine Nummern, wo ich meine Hänge abheben. Meine Seele wird so zufrieden sein, als wenn mit Markt und Fahrt so gemerkt und singend, wo ich die loben. Wenn ich zu Bad gehe, denke ich an die, und wenn ich danach wacker lege, denke ich an die. Willst du mein Haupt bist, sing ich am Schatten unter die Pflichten, unter deine Pflichten. Meine Seele hängt an die, deine rechte Hand hält mich abgerecht. Mir so abfällig zu sein, dass ein Mann, der für sein Leben ausgelebt, einen Dankpsalm überdelt kriegt und sagt, O Gott, du bist mein Gott, den ich sieg, meine Seele darfst nur die, mein Körper hat ein Verlangen nur die, so als ich gedreht lohnt, nur Wutter haft. Ich sehe mich ziemlich sicher, dass meist alle von uns, wir haben erst was in uns Leben, das ist uns denkerlichen alt. Also, wenn wir ein Beispiel nehmen, vielleicht hast du ein Kind oder 2 oder 3 und du hast die für ein paar Monate mit deinen Kindern bloß meist nicht verstanden. Kein Team, bloß muss die Frau, hast du manchmal all das, deine Priorität gehabt, ich will nur Gott sehen. Falls du dieses 3 Jahre, aber du hast für jeden Wohl Wutter hergekämpft. Ich finde mich selbst, dass der Ursprung, der Wurzel von ersten Christ, fang du an. Und vielleicht ist der Psalm so, ja, der David, der versteht das so schmack abzuschreiben an den Leuten. Aber ich bin fanatisch vom Neuen Testament. So, Neue Testament, sagt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, so steht. So, wir haben nur in 1. Thessalonicher 5 eine ganze Liste von Dingen, die in Christ beschrieben sind. So, ich würde in 16 uitloten, sieht eine Frau, wenn, das war loten von anderen nach. Aber in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, du sagst dort, halt an mit Beten. Dann würde ich die Frau, bist du bekannt, für dass du ein beständiger Beter bist? Ich weiß das bloß auswendig, dass das ein von den Dingen wo ich doch ganz stolz mitkämpfe. Wann habe ich mal zu mir selbst gesagt, hey Carlos, du hast Sinn nach der Botschaft. Und da will ich schön fan sein, wenn du die mal Zeit nimmst zum Beten. Dann gehe ich viel besorgen und dann werde ich beten und dann vergesse ich davon.
Dann früher mir die Frau, okay, fing wie so Evidenz von dort Menschen, wo Gott angegeben werden, bitte ja eigentlich gut werden zum Beten. Weil so von ihm mal ein sagen, was ihm gefällt. Daniel, wo so? Gut. Gut. Daniel, wie einer, wo du beten ging. 3 Mal nach, was das Leben kostet oder nicht. Und was ich noch besonders ist von Daniel, der hat ihn in der Leibsten angeschmissen, dann ist er zurückgekommen und dann lebt er evidentemente wieder. Und dann im Kapitel 9 sagt dort der Bet und Gott offenbart ihn und sagt, der Zeit von Babylon sein als aufgerannt, nicht bau die zum den Menschen reinmerken, zum Tränen Hüs kommen. Mi knackt er alle ab, weil sich Daniel seine Geschichte und in sein Gebetsleben bekickt. Was ist denn heute? Jesus selbst. Wofür lesen wir im Neuen Testament dort, wenn Jesus sagt, ich denke alle hinaus, wie man alle Menschen, wo wir das dann? Dann ging der so eine Beine und dann seine Jünger wissen, der war doch direkt gekommen, wenn ich mit Gott geredet habe. Noch was. König David, der lebt am Gebet. Der lässt von Alten Testament, der Neuen Testament, das gepflegt von Manna, was beschrieben wird, was der Jeng beten. Moses wird bekannt für jeden Tag tidig Samarias abstund und sich mit Gott treffen und dem Wort Gott sein Freund genannt. Abraham ging und spaziert mit Gott auf ihren Kompass. Josua, Paulus, der ganze Herd, die werden bekannt für ein Gebetsleben. Und ich fing dort ein Gebetsleben als dort, wo uns von der ersten Tag das wenigste betingt. Und du merkst mich traurig. Ich hatte einen Stauträg, eine kleine Erfahrung. So ich probe, mein Jungen zu lernen, dass ich werde nicht verlegen, an ein Tierfeld dort zu sein. Und das ist okay, ich glaube es. Und Raphael hat 2 kleine Husjes. Und das eine Hus hat ein großes Schwer und eine Freten, das ging nicht gesund mehr. Und ich soll den Hus ausscheiden. So ich nehme Raphael ab der Schaut, nehme den Hus ab der Schaut. Und dann frage ich Raphael, ich will Gott danken für die schöne Zeit, wo du mit diesem Hus gehabt hast. Und dann sagt er, ja, wir können. Und ich saß im Kaustuhl mit der Flint hier, den Jungen den Hus abgeschaut. Und ich konnte danken. Ich liebe so viel von meinen Jungen im Gebetsleben. Und dort so klein aus dem Haus Frieden bringen. Und so aschelig aus, wie aus großen Menschen dort teilen. Weil sie sich gedankt haben für den Haus und die schöne Zeit, schaut wir den dort drüben in den Hängen und jenschaftlich trägt durch der. Und ein Webpus, wo viel Leute merkt, wenn wir beten können, und wir tun das nicht, wenn wir uns viel verständlich geroutet haben. Wir glauben, dass das Kleinigkeit, das kann man Gott nicht. Aber bei dem Gebetsleben kommt hier so in 1. Thessalonicher 17. Das ist einfach so. Hold on, mal beten. Und dann kam ich fertig, dort eine Ding, mal beten. Am Vers 18, das wurde dort ein Ehrenswort. So beten, dort würde ich also sagen, dort haben wir also halbwegs gelehrt, wir haben vielleicht gesagt, gleichaltig getan, aber wir haben auch einen Teil davon gelehrt. Aber dann im Vers 18 sagt dort, sieht an alle Lehren dankbar. Und das wird dort statt. Ich glaube, ich kann wenig Menschen, die bekannter sind, verwettern als diese.
Es können viermal spanische Menschen sein und das ist abfällig. Wie viel weniger die Wetter noch wieder. Aber hier ist noch ein Ding mit bei. Das sagt, sie dann alle Leon dankbar und dann, der Pfarrer geht wieder und dann sagt er, weil Gott dort an Christus Jesus von Jünd verlangt. Okay, das ist ein Gebot, dankbar zu sein. Du meinst so viel dort, wenn die dort nicht jankert, dann sieg, solange du fängst, Dankbarkeit haben. Und das ist eine große Abgabe. So, wenn wir mal sagen, wir fangen an ein Gebetsleben, da kann sich so leicht entwickeln, zu eine so kranke Relation Mensch-Gott, wenn der einzige Stelle, wo wir nur Gott fängen, ist, wenn uns was fehlt. Und ich fing dort, wenn wir lehren beten mit dem Vers 18, du mit einem dankbaren Hort, dann waren unsere Gebete vielleicht auf einmal ziemlich so andere. Und ich wollte ein Beispiel geben. So, wir sind alle verschieden Reck oder verschieden Arme, wo ich so brücken muss, was ich will. Wir sind so leicht an der Lehre dort, wir vergleichen uns und dann haben wir erst, was uns fehlt. Ne? So, ich wollte mal ein bisschen stehen. Wenn erst wir nicht Schau haben, und der sieht erst, wenn wir Schau haben, was das dann? Automatisch sagt er, mir fehlt Schau. Will you match them? Okay, so, wenn ich und Ethan taub werden sein und ich Buffy und die Schau haben, dann würde ich sagen, wow, mir fehlt Schau. Und dann würde Dankbarkeit an mich verschwingen, wenn mir fehlt, das, was ich habe. Okay, so wenn wir sagen, ich und Ethan und Adam würden erst so sein, so ich kann nicht schauen, mir fehlt nicht Schau, was Ethan hat. Aber dann kam Adam durch und dann hat er nie Schau. Dann würde Ethan unbedingt sagen, wow, mir fehlt nie Schau. So dann habe ich nicht Dankbarkeit, wenn ich nicht Schau habe, aber der ist undankbar, wenn der nicht nie hat. Das meint nicht unbedingt, dass einer oder andere recht ist, oder hat bloß zu tun mit mir verglichen uns und dann fehlt uns erst was. Aber dann wird noch Franz kommen und dann wird der keine Beine haben. Und der wird abschrecken, was ich bekomme. Und dann wird er sagen, wow, ich komme bloß feit hat. Wir waren immer. Eine Ursache fängt zum sein, mir fehlt was. Und da war uns immer die Ursache dankbar zu sein, still. Wenn wir sagen, dort, du hast ein Haus und du fehlt alle Sorten an das Haus. Aber du weißt bloß, dass du alle Sorten fehlt, wenn du nur was Hand uns dort, dann sollst du vielleicht auch sein und dankbar sein. Vielleicht rede ich auch bloß zu mir, vielleicht passiert das nicht. Und wenn ich das Gleichnis von Boaf nur Schau, nur nie Schau brück, dann fängt ich mich selbst in voll. Wenn man sich so undankbar für so nachschuldet. Und dann gehe ich träge nur den Psalm 63, und dann fing ich David, der Kleif ut für sein Leben, und dann sagte ich, danach, wenn ich wacker liege, dann will ich danken, wenn du Gott besser willst zu mir. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18, legt sagen, Pottwurm, oder der Mottenpottwurm von 1. Christ, wer du im Verlangen hast, Christ zu sein, mit Schwung. Holt an mit Beten. Sieht an alle Lehren dankbar, weil Gott dort an Jesus Christus von Jüd verlangt. Ich muss meine Horteinstellung ändern und ich muss an mich meine Dankbarkeit finden. Dann im dritten Punkt fing ich Gott sein Willen segnen für uns Leben als ein Ding, was wir gleichzeitig nehmen. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Stell ich niemals so fair, ich habe alle auswendig.
Matthäus 6, Vers 33 sagt, Matthäus 6, 33. Aber siegt dort erste, nur Gott seine Reck in nur seine Gerechtigkeit, dann war je dort andere auch alle kriegen. Und wir weiten dort andere alle, dort erst dort zum Eten und dort zum Antragen, wo uns fehlt. Aber wir können wel von der an dessen Vers, siegt dort erste, nur Gott sein Reck in seine Gerechtigkeit. Wenn ich Ihnen von der verteilt habe von Beten und Abhören und von dankbar sein, wenn Gott dort von uns verlangt, dann rede ich zu mir selbst im Sinn von, dort als ich kann, in den letzten paar Jahren ein Teil Dinge gehabt, wo uns han so wehren, wo uns han ein Teil Glauben gekostet und wo du noch einmal tun. Wir haben all von 6 Jahren Träger oder 7 Jahren Träger uns wirklich großes Verlangen gehabt, mehr Dinge getan. Als ich habe ein paar Momenten gehabt, wo das auf das Leben herging. Und so wie das wir arbeiten, war wir keine Dinge mehr haben. Und ich habe betterlich Arbeit getan. Wir haben manchmal das alles am Leben verloren. Da habe ich schwer getan. Dann fangen wir an, zu reden von Kindern annehmen. Ich hatte einen großen Trouble damit. Wir haben lange gebetet, aber das kann ja sein, du auch. Und in dem Moment, wo wir ja sehen, fällt sich dort so, ja, nu har Gott endlich mal gemacht, was gehabt über uns, nu wo wir mehr Kinder haben. Das sind von damals nu 6 Monate mit Eva. Und wir lernen noch einmal. Durch Gott seine Zeit, was reich sind. Ich fing mich selbst so verbiestert. Im Sinne von Gebetsleben pflegen, ein dankbarer Mann zu sein und ganz bewusst nur Gott sein Reck zu sehen. Das ist schwer. Ich will you nicht verhecheln hier und sein, nicht so lächeln, die sollen was mal von mir Mark aufnehmen. Ich will das mit ihnen tun. Und ich will bewusst ich will rein ganz bewusst beten, dankbar sein und nur Gott sein Willen sehen. Und wenn Gott sein Willen in einem Moment sagt, sieh mal geduldig, dann will ich dankbar sein und geduldig sein. Wenn Gott seine Zeit ist bestimmt anders, als ich das sage. Ich finde, dass wenn wir diese 3 Dinge uns vernehmen, beten, dankbar sein und nur Gott sein Willen sehen, dann sind wir so weit gekommen. Aber dann fehlt noch ein Ding. Und das steht mir ziemlich dicht bei und ich will das aber dann noch mit Ihnen taub angehen. Zum selben Matthäus 6, du fängst wieder unser Vater Gebet. Und dann habe ich unser Vater zu eng, und das haben wir alle gleich auswendig. Und dann du in Vers 14, Matthäus 6, Vers 14 und 15. Du lest, wie es steht. Wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich jenen versinnen, wird ein himmlischer Vater ihnen auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden noch nicht vergeben,
wat jun voeder, jun zinden ook niet vergeven. Ik wil van jou bloos zo met onvoeten aan doen en we worden nog een ganze zondagschool merken over vergeving, niet eierlich worden. Aber für von jou, weil ich bei diesen Dingen, die ein Christ soll bekannt machen, Vergebung bieten. Und ich will dir dort mein Gleichnis erklären. Wir muss sagen, wir haben einen Stuhl, und er ist ja Camp durch Bar. Der Barstuhl, was immer da ist, ich will nicht sagen, Chips und Cookies würde vielleicht mit so persönlich werden, aber man muss sagen, er ist ja auf dem Stuhl, und er ist ja Camp durch Bar. Da meint du es eine Schuld. Die beredene Sache ist, Sinn und was je dort kommen betun, und der Sinn und Camp, und das Mensch ist noch nicht zu finden. Da meint so viel, dass du eine Schuld entstehen, und dort hat dann kurz eine Relation zwei merk. Die stuur eendaimen und die wir gebargt haben, die kann unbedingt nicht mehr Freund sein, wie die wir gebargt haben. Wenn die wir gebargt haben, der hat die Relation zwei merk. Du immer anstimmen, nicht? Ich meine, das ist ja so auch verschiedene Menschen, aber auch von dem muss sein, dass normale Menschen, ihre Relation ist dann zwei. Sünden vergeben hat zu tun mit, was würde man dort sein, die Schuld streng. Okay? Der Stuhl Eendaimer kann sich wählen, aus der Welt das Leben gehen, und alle Menschen Schutz anchecken und sagen, das ist mich schuldig, das ist mich schuldig, das ist mich schuldig, und sich das Leben dadurch verbessern. Das wird eine Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit ist, die Schuld zu strecken und frei zu werden davon. So, von der wollen wir nicht reden von der Relation abbilden, aber du kannst erst wem die Schuld strecken. Und ich habe eine lange Zeit hängen mich, von wo ich würde sagen, Menschen haben mich sauber gemacht. Du sind Dinge angekommen, die nicht bloß artig werden, die werden Sinn. Und ich würde gesagt haben, hier ist eine Schuld zu betonen. Und ich würde mich durch das Leben durchwählen. Und ich würde immer noch erwarten, dass erst ja würde kommen, Schuld betonen. Ich finde, dass dort hält uns trägt, so wie trägt, als wir uns das nicht mal feststellen können, wenn wir durch das Leben gehen und erwarten. Ein Tag wird erst ja kommen sein, dass das mir Leute nahm, wo ich dem dort vergeben. Wenn Jesus dort unser Vater uns lehrt, in Fuß nur dem sagt, Matthäus saß 14 wieder. Wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich gegen jünd versöhnen, wird ein himmlischer Vater jünd auch vergeben. So, das ist bloß ein Beispiel. Aber wenn wir nun mal dort angedreht nehmen und sagen, wir wollen alle bekennen, dass wir haben Sündenvergebung erlangt. So, Gott hat uns vergibt und wir haben nichts zu betonen. Wenn alles, was wir haben, wir mehr sind. Jesus kam, aber ihr, der Leute sich durchwählen, und dass wir das Opfer, was Gott genug wird, um die in meinen Sinn betonen. Vergebung. Als Beispiel haben wir das Perfekte. Jesus ging, und da was er tun muss, damit wir Vergebung erlangen. Und wer von uns sich selbst die Frage fragt, wo steigt der Herr in mein Christenleben? Dann fing wir fertig. So oder so. Gott hat mich vergeben, schwincher Sünder. Aber ich schlage mich durch das Leben mit einem großen Klappenpageres. Und ich erwarte noch immer,
de mensen worden op snijden, me hingen rondkomen. En dan word ik een dag me omdraaien en zeggen, ja, ik wil die dat vergeven. Ik wil unbedingt niet de goldene jaren, wat God mij schenkt, verkwoezen met dit leven gaan. En alles aan bitternis en onvergevenis me hingen rondslapen. Dat brengt bloos twee Sachen en dat verhindert ons te wachsen. Wanneer we terug naar onze gedei van deel komen, wat brengt dat? Om dat doen ik kan de switch overholen en ons leven ganz Gott gaan geven. En God zegt, ja, mijn leven is niet veel. En wanneer je 2 vis en 5 bakjes kost brood, om 5000 mensen te eten geven, dan zie ik me zeggen dat God die leven kan brengen. Wij geven nodig dat onze nationale leraar speelt. En hier zijn mannen in de banken, die zijn 20 jaar naar het kerk gefahren en die geloven nog niet dat die imstande zijn, Tjenga eine biblische Geschichte vertellen. Sei mir nicht, dass das zu tun hat mit du weißt nicht. Wenn du hast nichts zu tun mit, dass du kannst nicht. Weet wie wo schändlich viel Christen, abspussene Christen sagen, dass Gott hat mir keine Gabe gegeben? Glaube ich wirklich, dass Gott sein Heiliger Geist an die nichts bewirken kann? Ich wünsche von Herzen, dass jeder einer von uns, dass wir können uns Christenleben prüfen und fangen vielleicht mal mit das Einfache an. So wann muss sein, du hast die von dir vielleicht ein Spiel zu sein gekriegt und du sagst, ja, erst was mal ändern, aber Vergebnis, das fällt mir noch mit so schwer. So dann fang bloß mal an mit beten. Da bloß mal das Einfache, du mal eine halbe Stunde eher ab, als du gewöhnlich wirst. Und sag die erst, wo je gemütlich durch mit einem Köffel Kaffee bezieht, und sag Gott, ich will mit dir spazieren. Da kann doch nicht so viel gefragt sein. Wenn du 3 Land hast, so darf ich sagen, kann Gott, der hat Wutter. Wenn du angefangen hast, mit Gott zu spazieren, was gleich, wenn du dann noch was Dankbarkeit mit beten. Fäng mal an, wie viele Dinge du für Tag kriegst zum Dankbarkeit erlangen. So, wir haben eine Übung, dort wir sagen uns Nummer. Und dann, wenn wir Nummer haben, dann machen wir so viel Ursachen, fängt zum Dankbar sein, dann danken wir dann gut geschlagen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Übung, was all die uns gelehrt haben. So, bloß einfach sein, ich bin von dir für diese 3 Dinge dankbar. Und dann der ich, und dann Raphael, und dann Gerd auf, und dann danken wir, und dann gut geschlagen. Wo würde es sein, wenn wir in der Stadt so übers zu Gott sehen, weißt du was, ich würde sagen, hier in Lamborghini, well, dann wirst du zu Gott sagen, Dankeschön, dass du wenigstens ein Bicycle hast. Und wenn du nicht hast, dann dank wenigstens für das Feit, was du hast. Ich finde, dass wenn wir erst lernen beten und dann das Freude uns üben und Dankbarkeit, dann soll er wieder kommen. Wenn wir die 2 Dinge dann all nur einen Schwung haben, dann du noch bei Sieg nur Gott sein Recht. Fang mal an die Übung aufzunehmen und dann sag, wo kann ich beifügen? Warum muss sein, dass wir checken an den Tag an, dass Gott sein Recht. Und das ist, weil das, was wir gebraucht haben, Gott sein Recht ab ihr zu bühen. Wenn du angefangen hast zu beten, du dir all gelehrt hast, Dankeschön zu sein, de vez en cuando, dann die dritte Frage ist, okay, wo würde ich von dir mal beifügen?
Daumulers Wort. So einfach ist das. Wenn du die 3 Dinge in Schwung hast, beten, dankbar sein, und beifuten, dann sehe ich mich ziemlich sicher. Aber wenn du dann noch hörst, was unvergeben und dein Hort dann ist, dann wirst du nicht in Trouble haben mit dem Loslaufen. Wenn dann Gott die Tose angepackt hat, dann du dann noch was über Roscherie. Wenn du keine Show hast, dann lud die nicht die Show jankern, was der Unhaft bezieht ist. Wenn du so eine halbe Show hast, dann lud die nicht an seine neue Show jankern. Wenn du nie Show hast, dann lud die nicht nach der schmackere Show jankern. Dann stell die Leute an denen sie eine Show nehmen, wo keine Fight haben. Und Dank, dass du zu tun hast. Immer weiter, wo wir Christen utegnen für Gott sein Volk, wenn wir lernen, nur Gott zu sehen. Uns kleiner Peter ist hier nicht, oder? Das ist vielleicht hin. Peter und ich, wir haben eine gute Relation abgebaut das Jahr. So, ich wollte einen Teil von jedem mit mir die Bibel lesen. Und Peter war einer von denen, der dort ernst nimmt, aber lasst. So, Peter und ich haben die Bibel durchgelesen. Und die und ich haben uns am sich denken, wo wir best, wo wir best. Und dann sagt Peter ein Tag nach so, sagte zu mir, Carlos, ich kann das nicht glauben, dass Menschen sich bekehren an. Und wenn du dir fragst, hast du die Bibel gelesen von dir auch, dann will du nicht von reden. Und wenn du 10 Jahre alte Christen fragst, hast du die Bibel mal durchgelesen, dann sagen die, no, ich kann noch nicht. Wo will wir haben, doch Gott sollte uns reden, wenn wir nicht die Ohren aufmerken. Hier. Und dann vertelt Peter Hänger an und Spuß und sagt, stell dir die bloß mal vor, du kämpfst den Himmel an, du bist gerat worden, in Malachi kämpft du, und dann bereist er die, und du weißt nicht, wer das ist, und dann fragst du den, hey, wer bist du? Und dann sagt er, ich zieh Peter und du, na, ich zieh Malachi, na, wo Malachi, na, der, wo das Buch in der Bibel geschrieben hat, weißt du nicht, der? Oh, ich habe ihn Buch schon mal gelesen. Ich weiß, dass es vielleicht schlechter ist, aber lass dich du bloß mal nennen. Du triffst sie im Himmel mit irgendeinem von den kleinen Propheten und du weißt nicht, wer das ist, wenn du hast das Buch nicht gelesen, was der geschrieben hat. Ich persönlich, ich bin so begeistert von Christen, das Jahr, als ich noch schon mal hier war. Ich habe viele Momente gehabt, ich habe so erlebt. Aber ein Ding wird ich ganz genau. Wenn du was mit mir taub, Mutter Christen, dann kann das so viele Dinge nicht fehlen. Beten, so dass das stiftet. So dass Gott weiß, wo das geht. Dankbarkeit üben. Ab hier mit Grenzen über alles, was nicht ist, und danken für das, was ist. Wofür habe ich nicht gedankt, dass Gott uns einen Jungen gegeben hat, wenn ich so undankbar wäre, der uns nicht gegeben hat. Und ich kann so einen Klappen sehen, verspielt je gut, wegen Undankbarkeit. Wofür habe ich nicht mal könnt, nur Gott seinen Reck für mein Leben sehen, wenn ich konnte nicht gebet, ich konnte nicht Dankbarkeit geben. Wunderbar, weil ich dann noch weiß, wo Gott für mein Leben will. Und wie viele Dinge schlafen bei mir und bei die Hänger rum, wo wir noch nicht vergift haben. Möge Gott uns für das kommende Jahr ein Verlangen schenken, abzustehen, uns Glauben leben zu leben, sodass unsere Welt
een onderscheid zet aan ons. Laten we tot beden. Himmlischer Vater, wir beten von dir um Vergebung. Vergib uns für nicht Gemeinschaft leben mit dir. Vergib uns für Undankbarkeit. Vergib uns für nicht nur den Willen segnen, vergib uns für Bitternis und Unvergebnis mitschlagen. Wir beten, dass du an uns waschen verlangen erwarten, wurde Gemeinschaft mit dir zu haben, aus Tschenga mit geliebten Vater. Möchtest du, mag uns wohnen und möcht wir leben, um dich zu verherrlichen. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.